Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Ja, wir sind hier in der Garage und wir haben ja in der letzten Folge gesagt, wir machen dann noch ein bisschen Geld, dass wir uns den E46 kaufen können. Jetzt haben wir gerade hier oben bekommen, bereit zum Installieren. Das ist gerade ein Update noch von Need for Speed Heat. Ist aber ein bisschen zu lang gegangen, darum habe ich schon gestartet, aber jetzt ist es doch gerade schon gekommen und wäre doch noch gegangen, aber ja, egal. Aber wir gehen jetzt schnell kurz raus, beziehungsweise fahren jetzt hier am Tag raus und mache jetzt die zwei Rennen, die im Süden unten sind von der Map, dass wir dort noch ein bisschen Geld können holen und dass wir dann schlussendlich den E46 können kaufen, den BMW, weil auf den habe ich richtig Bock. Weil den haben wir jetzt glaube ich schon freigeschaltet, oder? Ja, den haben wir freigeschaltet. Kostet glaube ich irgendwie so 74'000, wenn es mit ist, oder 76'000. Jetzt kurz das Ganze markieren auf der Karte hier. Da unten. Genau, da machen wir gescheit. Jetzt fahren wir hier runter. Ich hab gehört, du hast deinen Wagen aufgemotzt. Das heißt, du meinst... Und dann schauen wir mal. Jetzt habe ich gerade nicht reinlabern bei dieser N, aber wir können es wahrscheinlich eh nicht im Video. Genauso wenig wie du. Genau darüber So. wollte ich. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen. Als Crew. Außer natürlich... Also, dann fahren wir jetzt mal dort runter. Ich muss nachher unbedingt mal die Benachrichtigungen ausschalten. Die stören recht, wenn die immer ins Let's Play eingeblendet werden. Okay, und der liegt näher zu... Vorne ist eine Werbe... Ah, die steht da. Die komme ich jetzt nicht rein. Das Auto bleibt einfach mal stehen. Seine Crew, die Speedboys, ist fest. Wenn wir da mal ein bisschen gut sind noch einmal. Aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Verdien dir eine Einladung. Und dann hoffe ich, dass es gerade lang von der Kohle her, aber ich glaube, es wird knapp nicht lang, aber vielleicht haben wir gleich mal Glück. Schauen wir mal dann. Oh! Uiuiui, den habe ich jetzt aber gut aufgeladen. So. Nitro haben wir immer noch nicht. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, ich weiss halt nie, ob ich das Auto, das ich jetzt hier habe, weiter auftunen oder ob ich einfach ein neues Auto kaufe. Jetzt der E46. Der hat ja noch gar kein Tuning drin und ist trotzdem schon leistungstechnisch schneller als der. Darum macht es wahrscheinlich schon mehr Sinn, dass ich gerade einen neuen kaufe. Ja komm, ich kaufe einfach einen neuen, weil ich habe eh Bock auf die E46. E46 ist einfach einer von meinen Traumwagen. Habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt. Jetzt fahren wir da aber, wo ja da die, wo die SpaceX Raketen stehen da, oder? Da finde ich aber noch geil gemacht, also bei einer Rakete kannst du da rundherum fahren und so. Ich weiss auch nicht, wo sie steht, ich glaube sie ist vorne. Schon alles ein bisschen voneinander gezogen. Aber die Idee ist schon cool gemacht da, eben so ist ja so ein bisschen Florida-Style und die Raketen, das Kennedy Space Center Zeug im echten Leben ist schon auch dort unten. Ah gut, haben wir jetzt auch noch Geld bekommen, nehme ich mal an. Und jetzt starten wir hier das Rennen. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier gewinnen, wobei in den letzten paar Folgen sind wir eigentlich immer gut weggekommen und jetzt habe ich ja die Schwierigkeit noch erhöht. Dass ich mich zwischendurch einfach immer gehört, irgendwie so räuspern oder irgendwie so schlucken oder so laut. Das ist dann, weil ich noch am Trinken bin nebenbei. Also nicht alkoholisches, aber Wasser einfach, weil ich habe momentan ein bisschen mit ein bisschen Mundtrockenheit und Halstrockenheit zu kämpfen und ich muss mega viel trinken im Tag. Und leider ist Reden nicht gerade so das beste Mittel, um das ein bisschen beseitigen. Darum mein Ziel ist heute ein paar Videos aufnehmen. Dass ich wieder für eine Woche oder so genug Videos habe und dann kann ich mal ein bisschen weniger labern und ein bisschen mehr erholen. Darum tut es mir auch leid, wenn ich jetzt vielleicht nicht so euphorisch bin bei gewissen Sachen oder irgendwie so rumschreien kann, wie sonst herkömmlich. Ich versuche möglichst ruhig zu reden und nicht meine Stimme zu gross belasten, weil ich merke einfach, dass ich auch ein bisschen heiser bin. Einfach, dass ihr da so ein bisschen als Vorab-Information wisst, nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann der tun jetzt verdammt demotiviert oder so, schon nicht. Ich versuche schon Freude zu zeigen und alles, oder wenn es natürlich geil ist, irgendwie so auszuflippen oder so, aber es ist halt eben teilweise ein bisschen schwierig, weil halt eben die Stimme nicht so gerade fett momentan mitmachen, wie ich es möchte, darum einfach, dass ihr da Bescheid wisst. Also das ist jetzt ja wieder nur mal ein kleiner Rundkurs, den wir hier fahren. Nichts Tragisches kann man sagen.
Wir haben auch wieder schon einen guten Vorsprung. Es ist wieder 3 Runden Rundkurs. So. Und ja, wir versuchen jetzt da halt einfach mal zu gewinnen, aber ich glaube, das sieht schon mal gut aus. Also das Auto ist ja eh eigentlich von der Leistung her etwa so 10 Punkte, sage ich jetzt mal, stärker. Von dem her soweit alles gut. So, tut mir leid, wenn ich ein bisschen ruhig bin und nicht viel sage. Es liegt einfach daran, dass ich mich gerade ein bisschen konzentrieren muss. So ist eben neben dem, dass ich so ein bisschen die Mundtrockenheit und alles habe, bin ich aber relativ müde noch und ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil wenn ich zu viel labere, passieren irgendwie wieder irgendwelche Unfälle. Das ist natürlich eine super Voraussetzung, um ein Let's Play aufzunehmen, ich weiss, aber ich bin jetzt da halt gerade ein bisschen dran. Beziehungsweise noch hinterher mit den Videos aufnehmen selber. Weil heute sollte das Video rauskommen. Aber ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe. Darum tut es mir mega leid, wenn mal das Video jetzt vielleicht durch einen Tag kein Video aufgekommen ist oder aufgeladen wurde. Vor allem tut es mir leid wegen Need for Speed. Da sind mir die Folgen eh schon lange ausgegangen und ich habe es nicht mal gemerkt. Beziehungsweise mal es gemerkt, wo eigentlich Need for Speed dran wäre und dann habe ich so gedacht so, ah, geil. Kann ja gar nicht aufnehmen, oder kann ja gar nicht schneiden, ich habe gar keine Need for Speed Folgen mehr und dann musste ich notfallmäßig GTA wieder vorziehen. So, da. Aber wir fahren jetzt hier kurz durch das Ziel durch. Ist gerade da vorne. Wir könnten fast noch einen überrunden, aber da lenkt jetzt ja nicht mehr, wir sind schon in der letzten Runde. Und dann haben wir da schon gewonnen. So, Platz 1. 3 Minuten 31, 14.000 haben wir geholt. Ein schöner Batzen. Und so können wir uns jetzt sicher dann mal gleich einen stehen 46 kaufen. So, dann machen wir gerade das nächste Rennen. Die Folge ist noch relativ jung. Und wir haben ja gerade hier vorne das nächste Rennen. Jetzt fahren wir dann dort zu der Rakete her. Hier vorne sieht man sie ja schon ein bisschen. Weißt du, das Auto, wie das einspult? Manchmal die NPCs sind einfach besoffen in diesem Game. Aber allgemein, Autorennspiele, also nein, Rennspiele, so Simulationen, die sind gut. Aber manchmal ist einfach so, da die NPCs, aber GTA, der ist da längst daran gerannt, was die Autos machen oder wie sie fahren vor allem. So, wieder das Rundkursrennen. Ist ja da, wo ich nicht so gerne mache, Rundkursrennen, weil das immer so ein bisschen, so, sagen wir mal, eine Runde ist lustig, die zweite Runde geht noch und dann die letzte Runde ist dann mehr so halt das Durchziehen halt. Starten wir jetzt da wieder, los geht's. Wir haben jetzt hier wieder einen Mustang im Rennen. Ein Civic da vorne und sonst haben wir eigentlich nichts Neues, oder? Sonst sind immer ein bisschen die gleichen Gegner. Aber ich glaube, so die Autos tun sich schon ändern, wenn wir selber noch ein neues Auto gekauft haben. Und das Ziel wäre schon, dass wir jetzt demnächst mal ein neues Auto kaufen können. Aber wir sind ja sogar Stufe 7, wir könnten rein theoretisch auch an der Hauptstory weitermachen. Dort würden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld bekommen. Und dann würde es uns eigentlich länger für die E46. Problem ist halt eben, dass wir halt eigentlich verhaftet wurden und gerade $30.000 haben müssen abducken. Das war halt recht, blöd gesagt, beschissen gewesen. Aber wir schauen jetzt mal, ob es schon langt nachher oder ob es noch nicht langt. Cool wär's. So, das ist auch wieder ein 3 Runden Rundkurs. So. Aber wir sind da wieder recht gut im Vorsprung. Das ist echt heftig. Also wenn du das Auto gut tuned hast, wird das ganze Game gerade ein bisschen vereinfacht sein. Oder es ist einfacher dann.
Aber du, für uns am Anfang ist es mal gut, dann können wir da ein bisschen Geld machen. So, da lang. Fahren wir wieder an der Rakete vorbei. Startet die echt noch eins in diesem Game? Wäre noch cool. Der Haken haben sie aber auch schnell wieder nachgebaut, hä? Steht schon wieder. Wow, 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 wow. So, nochmal links und dann nachher nochmal eine Runde und dann haben wir es geschafft. So, da lang. Uiuiui. Ui, der linke Rückspiegel dort. Lampe recht. So. Also, jetzt nochmal hier ein paar Mal um die Kurve, zweimal links glaube ich noch, eins rechts dann und dann nochmal links und dann sind wir im Ziel. Dann haben wir das auch schon geschafft hier. Und dann haben wir da auch wieder hoffentlich etwas um die 15.000 Dollar geholt. Ich habe jetzt leider nicht geschaut, wie viel das es geht. Aber ich schätze mal etwa so 15.000. Oh je, sind wir viel zu schnell. So, aber gleich durchs Ziel durch und dann haben wir da gewonnen. Sehr gut. Ah, scheiße, nur 12.000 hat es gegeben. Ist aber nicht so tragisch. Sind es etwa so knapp 30, die wir geholt haben. Wie viel haben wir jetzt? 62, okay, für das Ding längt es noch nicht. Kann ich es gaxen für den E46, das ist recht schade. Haben wir jetzt noch irgendwelche Rennen? Performance müssen wir noch lüpfen. Scheiße, aber da haben wir noch so Rennen bekommen. 140, um 2 Dinge können wir sicher doch wohl fahren, oder? Ja, das können wir sicher machen. Also, in der nächsten Folge fahren wir da die Rennen noch. Die sind wir zwar ein bisschen unter der empfohlenen Mindestleistung, aber wir probieren es einfach einmal, weil wir müssen unbedingt Kohle haben und ich werde nicht das Auto, das ich jetzt habe, noch weiter tunen. Vielleicht lenkt ihr schon einen zweiten Platz für das restliche Geld, wir schauen mal. Aber da würde ich mal sagen, wäre es das von der ersten Folge von Need for Speed. Wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich immer freuen über eine Bewertung, wenn ihr ein Abo hinterlässt und wenn ihr das Video wieder teilt. Und sonst können wir es dann einfach im nächsten Teil wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!